Wenn Sie unsere Löhne kürzen, dann stehen Ihre Maschinen still. Und wenn Sie uns auf die Straße stellen, dann füllen wir die Straße mit Demonstrationen. Diese Krise ist nicht unsere Krise und eure Krise zahlen wir nicht. Wer war es denn, der mit Finanzspekulation und Preiskampf die Wirtschaft ins Wanken gebracht hat? Und nicht die täglich 8 oder mehr Stunden auf der Werkbank, auf der Baustelle oder im Büro schuften. Der eiserne Arbeiter soll aber nun die Misere ausbaden und zum gleichen Preis länger arbeiten. Jene, die den Begriff Volk für sich beanspruchen, sind es, die den einfachen Arbeiter ausmergeln und die Arbeiterschaft versucht zu spalten. Arbeiter, lasst euch nicht spalten. Nicht der Pass oder der Beruf gibt uns als Arbeitnehmer Identität, sondern allein die Tatsache, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen. Die werktätige Jugend hat es satt, mit leeren Versprechungen abgespeist zu werden und setzt sich besonders im Jahr 2015 für die Rechte der Lernenden ein. Jede Maschine, jeder Motor still. Wir gehen Jahr für Jahr heraus zum 1. Mai, um das den Bonzen und Zockern hier und überall, immer und immer wieder klar zu machen. Und wir sind nicht alleine. In diesem Moment gehen in der ganzen Schweiz, in der ganzen Welt Tausende auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. In Südeuropa haben es die Menschen satt, unter dem Diktat der Finanzmärkte zu verarmen. In den USA gehen in diesem Moment Tausende Afroamerikaner gegen Rassismus auf die Straße. In Belgien hatten sie im Dezember erneuten Generalstreik. Und sogar in China beginnen sich die Werktätigen langsam gegen Ausbeutung und Missbrauch zu erheben. Wir müssen dafür sorgen, dass es diesen Leuten nicht mehr egal sein darf, wie sie mit uns Werktätigen umgehen. Wenn sie gegen uns posaunen, dann posaunen wir umso lauter. Wenn sie unsere Löhne kürzen, dann stehen ihre Maschinen still. Und wenn sie uns auf die Straße stellen, dann füllen wir die Straße mit Demonstrationen. Diese Krise ist nicht unsere Krise und eure Krise zahlen wir nicht. Dankeschön.